Servus beieinander, der Johann Barse, der kocht mit euch jetzt. Und zwar haben wir hier das Zicklein Schäuferl, das ist die Schulter und zwar ganz speziell das Schulterblatt. Und man sieht das hier, den Knochen, der schaut aus wie eine Schaufel. Beim Wild kennt man es mit Blattschuss, da muss man das treffen. Und hier ist das Schäuferl, das wir jetzt gleich einmal ansetzen. Das heißt, wir werden das anbraten. So. Zicklein ist ein schönes, feinfaseriges, mehr oder weniger feinfaseriges Fleisch. Das ist zwar ein bisschen aus der Mode gekommen, aber der, der es kennt, der weiß es zu schätzen. So. Da würzen wir die ganze Geschichte mit Salz. So, und jetzt machen wir einen klassischen Ansatz von einer Soße. Da müssen wir eben das Fleisch erst anbraten. Dauert jetzt ein kleines bisschen. Man möchte nicht meinen, so ein Zicklein, das gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. In Manila gibt es eine Zickleinsuppe. Das gibt es in der Schweiz, Österreich, die essen ganz gern Zicklein. Und ich auch. Und es ist halt immer so, dass wenn die Jungen auf die Welt kommen, man braucht halt in einer Herde nicht zu viele Böcke. Deswegen müssen die jungen Böcke immer weichen. Für die Milch sind sie ja auch nichts. So. Jetzt schauen wir, dass das eine schöne Farbe zusammen gibt. Hier brauchen wir eben, das ist aber egal, bei was für einem Braten das wir sind, brauchen wir die Röststoffe von dem Fleisch, das brauchen wir. Man kann das auch alles ein bisschen mit Knochen und so machen, aber hier für die Portionen reicht es, was wir da drin im Topf machen. So, und wenn das so angebraten ist, dann kommt das raus und dann kommt unser Röstgemüse rein. Karotten, Sellerie, Zwiebeln, das ist einmal ganz wichtig. Das gibt Geschmack. Und das muss so richtig anrösten. Wir haben da noch Lauch, aber wenn wir den jetzt rein, dann verbrennt uns der. Der kommt erst später dazu. Und weil uns das alles zu wenig Farbe ergibt, was wir da so machen, brauchen wir noch Tomatenmark. Und das wird angeröstet. Und jedes Mal, da schau rein, wenn sich so unten ansetzt, hopp, dann wird das weggekocht. Dann wird es wieder angeröstet und wieder aufgegossen. Das macht man so lang, bis die rote Farbe weg ist und bis der Tomatengeschmack bzw. die Säure auch weg ist. Also schön glasieren, deglasieren und dann, wenn das ein bisschen, also das Rote weg ist und eine braune Farbe da ist, dann gießen wir mit Fond auf. Hier haben wir zum Beispiel einen Gemüsefond, was ich natürlich gerne mag, einen Schuss Rotwein.
Dann tun wir unseren Knoblauch rein. So. Und dann kommen unsere angebratenen Schäufel drauf. Und wenn die ganze Geschichte aufgekocht hat, Deckel drauf und bei mittlerer Hitze in Ruhe lassen. Jeder mag das gern in Ruhe gelassen werden. So auch die Schäufel. So, und jetzt schauen wir nach unsere Schäufel. Ah, jetzt sind sie schon weich. Wunderbar. Da glaube ich, brauchen wir den da. Und man sieht schön, da kommt das Schulterblatt raus. Da, das ist die Schaufel. Gut ist, wenn man sich gemerkt hat, wie viel das man hat. Und bei uns waren es gerade 4. So weit können wir zählen. So. Diese Soße, die braucht natürlich ein bisschen eine Bindung. Jetzt ist es geschickt, wenn man dieses Gemüse gleich ein bisschen aufmixt, dann gibt es eine natürliche Bindung rein, dann brauchen wir kein Mehl oder sonst irgendwas da drin. So. Und jetzt kommt natürlich noch ein großer Teil vom Geschmack rein, den man gar nicht so lange mitkochen soll, 20 Minuten. Das sind Gewürze wie Pfeffer, Wacholder, Piment, Lorbeer, Senfkernel habe ich ganz gern. Wie es euch schmeckt. Genauso tun wir ein paar Kräuter rein, Rosmarin, Salbei, Thymian. Muss nicht alles, kann alles. Und der Lauch, den wir zuerst nicht rein haben, damit er nicht verbrennt, den kochen wir jetzt mit. Jetzt lassen wir das nochmal schön weich und auskochen und dann passieren wir die ganze Geschichte ab. Ja, gleich. Ich weiß, der Kameramann hat wieder Hunger, verstehst? Gleich sind wir soweit. So, die Soße habe ich passiert. Entweder man hat einen Saft, eine Jus, man mag das ja so. Wenn es euch ein bisschen zu dünn ist, gibt es Johannisbrotkernmehl. Keine Kalorien, aber bindet wie das Ei. Man braucht nicht viel davon. Zu viel, wenn du es nicht hast, fängt es gleich dann an. Aber so ein bisschen zum Nachbinden, ideal. So. Dann haben wir unser schönes Schäufel da mit einer herrlichen Sauce. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Euer Johann Barsi. Servus beieinander.